Aha, voll verwünscht. Habt schon gesehen, was ihr angestellt habt. Ihr Schlingel. Und dabei bin ich gar kein Detektiv. Ganz im Gegensatz zum Flapper. Aha, wir kommen dieser Sache näher. Die Spuren gehen eindeutig da durch. Meinst du, wir finden dort den Pinky ihren Honigtopf? Das sehen wir ja dann. Aha, der Topf ist da. Bernhard! Ach so, ich glaube es nicht. Der isst und isst und isst. Ist es fein, Bernie? Bernie, der Honigtopf ist dann im Fall nicht dir. Nicht? Nein, der gehört der Pinky. Er ist irgend auf dem Heimweg aus der Post-Tasche gefallen. Komisch. Aber der Topf ist unter der Brücke gelegen. Ich habe gemeint, jemand hätte ihn einfach vorgerührt. Wer würde denn so etwas machen? Weisst du was? Das nächste Mal fragst du gescheiter, bevor du jemandem den Honig wegschlabberst. Aber... Oh, je, meine... Ich hätte es wissen. Jetzt habt ihr wegen mir den Morgen verplempert. Mach doch nichts. Für solche Fälle sind wir ja da. Der Detektiv Flapper und sein Assistent, der Eli. Danke vielmals. Das ist dann sehr gern geschehen. Bis nachher. Tschüss, Pinky. Tschüss zusammen, macht's gut. Der Flapper und sein Assistent Eli sind ein gutes Detektivteam. Mich nimmt's Wunder, was für ein Rätsel die morgen lösen müssen. Flapper, warte! Ich brauche einen Detektiv! Maggie, was ist passiert? Bei mir haben sie eingebrochen! Fiese Diaba! Beruhig dich, tief durchschnaufen. Eins nach dem anderen. Was haben sie gestohlen? Mein Lieblingsregenschirm! Ich habe ihn vorausgestohlen und der Fiesdieb hat ihn geklaut, als ich geschlafen habe. Das klingt nicht so schlimm. Wir finden den Schirm schon. Der muss ja neu sein. Schon eine Sauerei. Bei mir ist geklaut worden. Der Harass mit den Herdöpfeln steht immer voraus, aber heute Morgen war er nicht mehr da. Einfach so weggeklaut. Was soll ich jetzt den Leuten verkaufen? Luftherdöpfel, du musst mir helfen. Moment mal. Zuerst mein Regenschirm, dann deine Herdöpfel. Flapper, ich vermisse meine Kuche. Gestern ist sie noch an der Wand gehängt und jetzt ist sie fort. Sehr mysteriös. 3 Sachen sind gestohlen worden und alle in der Nacht. Also ich glaube, das war eindeutig ein Dieb. Aber keine Angst, der Detektiv Flapper ist unterwegs. Also, so wie es aussieht, hat es da überhaupt keine Fingerabdrücke. Das sind doch 2 Amateure. Bis die da finden, ist der Dieb verreist. Da sind wir 2 viel bessere Detektive. Komm mit. Wir gehen. Weit und breit keine Spuren. Vielleicht haben die das nur geträumt. Psst, hast du das gehört? Was denn? Ich höre nur eine Uhr. Eine Küchenuhr! Das ist Susi ihre Uhr. Aber wieso hängt die da bei der Maggie auf dem Balkon? Aha. Was ist? Oh, meine Herdöpfel. Schau mal, dort auf dem Steg stehen sie. Der Billy, der Altgauner, ist es gewesen. Bist du sicher? Weißt du was? Dem zeige ich, wo der Bartli den Most holt. Hoi Billy, wie hast du es so? Hoi Fredi, ganz gut und du? Tja, der tut den unschuldig. Also Billy, du musst mir im Fall nicht für blöd verkaufen, weißt? Was? Wieso denn blöd, hä? Du hast meine Herdöpfel gestohlen. Tu nicht so. Du bist es gewesen. Der Herr steht ja da. Das ist der Beweis. Hä? Excuse, aber er hat doch nicht können schmecken, dass das deine Herdöpfel sind. Das ist ja noch schlimmer. Jetzt liegst du auch noch bedruckt. Du kommst dran, du Verlogner. Hey, Fredi, du Schwindler! Ich hätte wissen, dass du es bist. Mein Regenschirm war auf deiner Terrasse. Auf meiner Terrasse? Du bist der Dieb! Gib's endlich zu! Wo hast du Susi ihre Küchenuhr? Maggie, die haben wir bei dir auf dem Balkon gefunden. Was? Ich hätte sie nicht stellen müssen. Ich hätte sie da im Fall schon ausgelehnt. Das glaube ich nicht.
Fredi, jetzt ist genug heute unten. Wieso ich? Der Binius gesehen, er hat meine Herdöpfel geklaut. Wolfi, schnapp dir den Harras, wir gehen. Was ist da eigentlich los? Das ist doch komisch. Keine Ahnung. Aber wir müssen etwas dagegen machen, oder? Oh je, unsere Freunde verdächtigen sich gegenseitig und brüllen sich an. Ich glaube, der Detektiv Flepper ist gefragt. Tja, was sollen wir jetzt machen? Jeder von uns ist ein bisschen verdächtig. Ja, so ein Detektiv sein ist gar nicht so einfach. Also, wer hat eine Idee? So wie ich das sehe, sind doch alle Sachen in der Nacht verschwunden. Genau. Dann warten wir doch bis heute Abend. Und wenn alle schlafen, dann verwünschen wir den Dieb auf frischer Tat. Hallo, da ist der Freddy. Siehst du etwas? Over. Sie geht gar nichts. Over. Wir sind, glaube ich, nicht die einzigen Detektive heute Nacht. Psst, es kommt jemand. Der Dieb, wir haben den auf frischer Tat. Ich glaub's nicht. Das ist kein Dieb. Das ist die Pinky. Leg doch mir am Tschöpli. Was macht ihr da? Sie schlaft. Also nein, sie schlafwandelt. Schlafwandeln? Die klaut meine Schaufel. Schlafwandler machen ganz komische Sachen im Schlaf. Sie laufen umeinander, sie nehmen Sachen mit. Ach so, dann klaut sie das nicht absichtlich, dann weiss sie es gar nicht. Genau, und morgen hat sie keine Ahnung mehr. Und wir haben gemeint, es sei wirklich ein echter Dieb. Also, ich wechsle jetzt auf. Nein, das ist gefährlich. Sonst hat sie einen Schock. Wir erzählen es ihr dann lieber morgen. Die wird dann staunen. Und dabei war das mit dem Dieb ihre Idee. Ein Dieb, wo gar keinen ist. Wir müssen aufpassen, dass sie wieder gut ins Bett kommt. Excuse, aber kommt die jetzt einfach so billig davon? Gute Nacht, Pinky. Träum süß. Ich freue mich schon auf morgen. Dann erzählen wir ihr, dass der Dieb eigentlich eine Diebin ist. Und Pinky heisst... Es ist so. Manchmal ist es im Leben ganz anders, als man denkt. Das habt ihr jetzt ja gerade gesehen. Und bevor man jemanden verdächtigt, sollte man wirklich genau herausfinden, was los ist. Und wenn man merkt, dass er nicht schuld ist, gibt es nur eins: sich entschuldigen.